Okay, wir machen es nochmal. Hallo miteinander. Hallo zusammen. Herzlich willkommen in einer neuen Woche. Für euch, wenn ihr das schaut, ist jetzt Mittwoch. Für mich oder uns oder alle anderen natürlich auch, ist jetzt aber Sonntag und leider muss ich heute arbeiten, darum sind wir auch nicht weg mit dem Wohnmobil. Ja. Also es gibt keinen Adventure-Vlog jetzt diese Woche, sorry about that. Wir sind aber trotzdem etwas unternehmen am Samstag. Ja, so ist es. Und zwar haben wir bei einem Crowdfunding mitgemacht und weil wir das eine gute Sache finden. Und zwar ist das ein Laden ohne und das ist ein Unverpackt-Laden, nachhaltig und fair und wir haben das Projekt unterstützt, weil wir es eine gute Sache finden und jetzt gestern war die Neueröffnung. Genau. Und herzlichen Dank nochmal all diesen lieben Mitarbeitern, es ist ein super Anlass geworden und ich denke, es werden ganz viele Leute Freude haben an diesem Laden. Der Laden ist sehr lässig, er ist in Baden, ganz in der Nähe vom Bahnhof und wie es schon auf der Tasche siehst, es ist ein Unverpackt-Laden und man kann dort Sachen kaufen, am besten nimmt man seine eigenen Gefäßchen mit. Man kann also das ist eigentlich die Idee, dass man mit seinen eigenen Gefäßchen dorthin geht und Lebensmittel oder Non-Food-Sachen kauft. Und wenn man aber einmal nichts dabei hat oder sich etwas kaufen will, wo man noch kein Gefäßchen hat, dann kann man zum Beispiel dort natürlich auch Gefäßchen kaufen. Genau, man kann verschiedene Gläser, weisse Gläser, schwarze Gläser für Öl, sie haben auch Öl offen, sie haben Honig offen, sie haben ganz viel Verschiedenes offen, alles offen. Und ich habe jetzt hier bei mir, also für mich oder für uns, habe ich so einen Dattelsirup mal abgefüllt in einem kleinen Fläschchen, habe den auch angeschrieben. Ich habe das noch nie gesehen und ich habe den schon probiert im Tee zum Süßen, ist also sehr fein. Dann habe ich auch noch gekauft, so Teedöschen, oder man kann auch etwas anderes rein tun. Ich habe es jetzt auch angeschrieben, weil ich habe sehr viel offenen Tee. Und das macht mich jetzt glücklich. Übrigens, die Teedöschen, wenn ihr auf der Suche nach Teedöschen sind, es gibt nirgends günstigere Teedöschen, die sind 1,90 Franken. Man kann es zum Einkaufspreis haben. Ja, und ich sehr fair. Ja, wirklich sehr fair und ich habe schon lange so Teedosen gesucht, genau diese Grösse und ich habe es dort gefunden und ich bin mega happy. Danke euch vielmals. Ja, also wir sind von dem Laden wirklich fasziniert. Es ist auch cool, sie machen das mit Herzblut alle und man kann es wirklich empfehlen. Geht dorthin, schaut es euch an und es ist wirklich super. Also, es ist, Man kann also auch Kaffee to go und Salat to go und sie haben aber auch ein paar kleine Tischchen, wo man den Salat auch gerade dort essen und so und sie geben sich mega viel Mühe und es ist wirklich Hammer, also tipptopp. Ohne.ch könnt ihr auch online schauen. Dann, damit es euch nicht langweilig wird, habe ich da natürlich auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben, was dann in der Zukunft will kommen, weil nicht, dass es euch abhängt, das wollen wir ja nicht. Als nächstes werden wir unser Wohnmobil beschriften lassen. Da habe ich schon angefragt, wir dürfen das filmen, das wird in den nächsten 14 Tagen ungefähr sollte das passieren. Was auch immer noch ansteht, ist der Ausbau respektive Umbau oder Einbau vom Doppelboden bei uns in der Garage vom Wohnmobil. Das konnte ich noch nicht ausmessen, aber das Video wird auch kommen. Und da könnt ihr euch speziell darauf freuen, im September habe ich nämlich noch mal ein bisschen Ferien, du leider nicht. Ja, ich muss arbeiten. Irgendjemand muss ja schliesslich das Geld für den Diesel heimbringen. Ich habe noch eine Woche Ferien und werde dann alleine mit dem Wohnmobil unterwegs sein. Ich werde das ausprobieren, wie das so ist, alleine und so. Ja, musst du nicht alleine kochen? Ja, das geht schon. Auf jeden Fall, die Idee ist, wenn das Wetter mitmacht, ins Engadin zu gehen und so nach den Schweizer Nationalpark zu machen. Und da nehme ich euch natürlich wieder mit. Und ich hoffe, dass ich dort viel filmen kann, viel fotografieren kann, viel kann mit den Drohnen fliegen und so, dass wir euch da schöne Sachen produzieren und zeigen. Und zeigen, ja. Ja, das wäre mal der Plan.
Soweit, so gut. Das wäre jetzt halt das Video für diese Woche, ein bisschen kürzer. Wir hoffen, nächste Woche gibt es wieder mehr zu erzählen. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Ja, und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heisst, Svefa on Tour. Tschüss zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heisst, Svefa on Tour.